Es ist jetzt wieder so weit. Und wir nähern uns Weihnachten. Und in dieser Zeit, wenn wir uns Weihnachten nähern, müssen wir uns ein paar ganz schwierige Fragen stellen. Sind wir bereit für die erste schwierige Frage, die wir uns stellen in dieser Weihnachtszeit? Das ist folgende Frage. Was ist es eigentlich, was für Geschenke Frauen eigentlich wirklich wollen? Nichts, ja. Wenn es doch nur so einfach wäre, gell? Diese schwierige Frage muss man sich stellen in dieser Weihnachtszeit. Was ist es eigentlich, was Frauen wirklich für Geschenke wollen? Und wenn du verheiratet oder in einer Beziehung bist, dann kennst du mein Leiden. Dann weißt du, von was ich rede, oder? Was ist es eigentlich, was Frauen wirklich wollen bekommen zu Weihnachten? Und Frauen merken jetzt, ja okay, aber was ist mit Männern und so, oder? Schaut, es ist einfach, Männer sind einfach. Wir sind simple Wesen. Alles, was Männer eigentlich wollen, ist Spielzeug. Ist doch so, oder? Männer wollen einfach Spielzeug. Das ändert sich durchs Leben nie. Das fängt mit 2 an, sie wollen Spielzeug. Und auch je älter das Männer werden, es ändert sich eigentlich nie. Männer wollen einfach immer Spielzeug zu Weihnachten und zum Geschenk bekommen, oder? Das Einzige, was sich ändert, ist das Preisschild. Aber sonst ist es eigentlich genau gleich, oder? Als Kind spielst du halt so mit Automodell, oder? Und als Erwachsener spielst du dann halt mit einem richtigen Auto, oder? Es ist eigentlich nur das Preisschild, das sich ändert. Aber Männer wollen Spielzeug. Aber was ist es eigentlich, was Frauen gerne wollen? Und ich habe, liebe Männer, ich habe euch einen mega Gefallen da. Ich bereite euch jetzt nämlich vor und ich habe eine Antwort. Ich habe nämlich eine repräsentative Umfrage gemacht zu dieser Frage, was Frauen wirklich möchten zu Weihnachten. Repräsentativ, weil ich habe nämlich meine eigene Frau gefragt. Das ist so repräsentativ, wie es nur wird für mich, oder? Und ich habe euch die Antwort in Zitatform von der Dunja mitgebracht, was es wirklich ist, so tief, was Frauen sich wünschen. Und sie hat geschrieben, ich wünsche mir, dass du auf mysteriöse Art und Weise genau weißt, was ich mir wünsche. Das ist noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig. Kannst du schnell einblenden, Jörg? Ich habe es ausgeschrieben, das Zitat. Und ich erwarte, dass du das mir als Überraschung auf Weihnachten schenkst, oder? Und wer gemeint hat, das wäre es jetzt, es geht noch weiter, das Zitat. Ohne dass ich dir gesagt habe, was ich mir wünsche. Und noch besser, ohne dass ich selber gewusst habe, dass ich mir das wünsche. Ja. Das ist die Antwort auf die Frage, was ist es eigentlich, was sich Frauen wirklich wünschen auf Weihnachten? Easy, oder? Yes, genau. Ist jetzt natürlich ein bisschen fies, aber ihr werdet feststellen, da drinnen hat es auch ganz wahre Sachen drin. Und wir werden feststellen, dass es für Gott manchmal gar nicht so anders ist. Weil das bringt uns nämlich jetzt gerade zu der eigentlichen, wirklichen, richtigen, wichtigen Frage, die ich euch heute Morgen möchte stellen. Auf Weihnachten ist ja alles beschäftigt damit, sich gegenseitig zu beschenken und zu dekorieren und zu schmücken und zu kochen. Und das Wichtigste ist ja, dass die Familie zusammenkommt und man feiert dann Weihnachten und so. Und manchmal vergisst man eigentlich die essentiellste von allen Fragen zu Weihnachten. Das, was wir ja eigentlich feiern, ist, dass der König auf unsere Erde gekommen ist. Dass Jesus persönlich den Himmel verlassen hat und die Erde besucht hat. Um das geht es an Weihnachten. Also eigentlich, bevor wir Fragen stellen wie was wünschst du dir, was wünsche ich mir, eigentlich ist die wichtige Frage zu Weihnachten, was ist es, wo eigentlich Jesus, unser König, sich wünscht? Das ist die wichtige Frage. Was für ein Geschenk möchte eigentlich unser König Jesus von uns bekommen auf Weihnachten?
Und da ich ja bei der ersten Frage zum Beantworten völlig versagt habe, habe ich gefunden, als Theologe beschäftige ich mich jetzt lieber mit der zweiten Frage. Gell? Dort habe ich bessere Chancen, um euch diese Frage zu beantworten. Was ist es eigentlich für ein Geschenk, wo Jesus, unser König, sich von dir und mir wünscht? Was ist es, was er gerne möchte haben von uns? Um diese Frage möchten wir uns heute Morgen drehen. Um das soll es gehen. Wir müssen probieren, die Frage zu beantworten, auf dass wir in dieser Weihnachtszeit nicht nur beschäftigt damit sind, uns gegenseitiges Geschenk machen, sondern dass wir uns auch damit beschäftigen, was kann ich Jesus für ein Geschenk geben, wo ihm etwas bedeutet und wo Wert hat. Sind ihr bereit, um diese Frage mit mir zusammen jetzt heute Morgen zu entdecken, auszupacken? Wir werden nachher gerade miteinander in die Bibel einsteigen und einen Bibeltext miteinander anschauen. Bevor wir das machen, möchte ich eigentlich gerne noch mit euch zusammen beten. Ich möchte beten, dass erstens, dass der Heilige Geist präsent darf sein da heute Morgen, dass er Raum bekommt, dass er kann einfach da am Wirken sein und dass er kann führen und leiten und dass er zu jedem Einzelnen da innen kann reden. Und dann möchte ich auch dafür beten, dass das bei uns ein Verlangen auslösen, den König von allen Königen zu beschenken. Um das soll es gehen heute Morgen. Ich möchte gerne, dass wir einfach da rauslaufen mit konkreten Ideen und konkreten Gründen, wieso dass wir Jesus möchten das Geschenk bringen. Für das möchte ich jetzt beten. Wer möchte, darf gerne mitbeten. Weißt du was? Wie wäre es, wenn wir eigentlich wieder aufstehen zu dem Moment? Um einfach zu sagen, hey, wir meinen das ernst, das Gebet. Wer will, ist gerne herzlich eingeladen, um jetzt zusammen aufzustehen. Und dann tun wir doch zusammen jetzt beten für das. Ja, Heiliger Geist, wir laden dich ein. Ich möchte dir sagen, dass du da herzlich willkommen bist. Nimm du Raum ein. Es geht um Jesus heute Morgen. Wir wollen Jesus gross machen. Wir wollen als Kirche sagen, die Türen sind dir weit offen, Jesus. Die Portale heben sich aus ihren Angeln und du darfst reinkommen, König. König Jesus, du bist herzlich willkommen da. Das möchte ich dir sagen und das möchte ich mir festhalten. Und ich bitte dich jetzt auch, dass du einfach uns aufzeigst, durch dein Wort, durch das Reden, durch alles, was heute Morgen da ist, was das ist, das du gerne möchtest. Du in uns innen ein Verlangen auslösen, dich zu ehren und dich zu preisen und dich zu erheben. Und alle, die einverstanden sind mit dem Gebet, dürfen jetzt mit mir zusammen sagen, Amen. Amen. Sehr cool. Hey, danke vielmals fürs mit mir zusammenbeten. Okay, die Geschichte, die wir jetzt miteinander werden anschauen, ich denke, die einen oder anderen haben schon ein bisschen erraten, um welche Geschichte es heute Morgen wird gehen. Es geht um die Geschichte, wo Weise aus dem Morgenland kommen und am Jesus Kindli Geschenk bringen. Und ich möchte mit euch die Geschichte anschauen und ein bisschen auspacken und erklären, was der Matthäus, der Autor dieser Geschichte, eigentlich kommunizieren und weitersagen. Es ist nämlich dann ein bisschen später, so im 6. Jahrhundert, ist aus dieser Überlieferung von Matthäus ist dann wie eine Volkslegende gemacht worden. Also es ist nachher so, wenn ich jetzt sage, ja, die Weise aus dem Morgenland, wie viele sind das gewesen? 3, genau, steht nicht in der Bibel. Wie haben die geheißen? Kaspar, Melchior und Balthasar hatten die 3 geheißen. Genau. Das ist eine Legende, die dann später daraus gemacht wurde, ist aus dieser Geschichte, die wir jetzt miteinander anschauen. Und man verpasst ein bisschen den Punkt von dieser Geschichte, wenn man sich zu fest auf die Legende beruft. Und so möchten wir jetzt miteinander anschauen, was die Bedeutung oder was die Intention von Matthäus war, wo er das aufgeschrieben hat. Und das Erste, was ihr wissen müsst, ist, der Matthäus hat seine Geschichte geschrieben für Juden. Es ist geschrieben worden für ein jüdisches Publikum. Also das sind Leute, die die Bibel, das Alte Testament ganz, ganz gut kennt und studiert und verinnerlicht haben. Das ist wichtig zu verstehen. Das ist soll man sagen, vielleicht auch schon ein tief religiöses Publikum gewesen, das er dazu geschrieben hat, mit ganz viel Vorwissen. Uns fehlt das Vorwissen manchmal ein bisschen. Und ich möchte euch durch den Text durchnehmen und aufzeigen, was der Matthäus eigentlich kommunizieren mit dieser Geschichte. Also komm, wir lesen doch gerade mal den Anfang. Matthäus Kapitel 2, kannst du es nachlesen. Ab Vers 1. Dort steht, Jesus wurde in Bethlehem geboren, einer Stadt in Judäa. Herodes war damals König.
Da kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und erkundigten sich: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind aus dem Osten hierher gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Also so fängt die Geschichte, die Begebenheit an. Es kommen Sterndeuter, weise Männer aus dem Osten und erkundigen sich nach dem neugeborenen König der Juden. Das ist ihr Auftrag und ihre Intention ist, wir möchten jetzt gehen und wir möchten den König, der geboren ist, möchten wir jetzt ehren. Das ist es, was sie wollen. Okay, was sind das für weise Leute? Ich sage extra weise, weil die Übersetzung oder das Wort, das gebraucht wird, um die Weise zu beschreiben, ist ein altes Wort, nämlich Magie. Das ist das Wort, das wir heute Magier daraus ableiten. Also es sind 3 Magier. Das sind das Erste, was ein Jude hört, wenn er das liest, ist, oh, böse Menschen kommen da. Schlechte Menschen. Menschen, die Zauberei betreiben und alles Mögliche Schlechte machen. Das sind für Juden klar kategorisierte. Erstens Heiden, schlecht. Zweitens Gotteslästerer, ganz schlecht. Also das ist so ein ganz, ganz schlimm gewesen. Eigentlich das Wort Magie, das da gebraucht wird ausschließlich negativ gebraucht in der Bibel. Die anderen Orte, wo man das Wort sieht, ist in der Apostelgeschichte und dort immer in einem negativen Kontext. Also jetzt kommen da gotteslästernde Heiden und erkundigen sich nach dem neugeborenen König der Juden. Und sie kommen aus einem Land aus dem Osten. Auch das Wort Magie, das deutet darauf hin, das beschreibt einen Kasten, also es beschreibt eine Klasse aus dem Persischen Reich. Wir dürfen also davon ausgehen, dass sie aus dem heutigen Iran gekommen sind. Also es sind Leute, die im Irak daheim waren, ehemals Babylon, nachher Persien. Von dort kommen die weisen Männer. Wie viele das genau sind, wissen wir nicht. Es wird nicht gesagt. Das mit den 3 ist nachher später entstanden, weil sie 3 Geschenke bringen. Da hat man gesagt, okay, das werden wohl 3 gewesen sein. Dass sie Namen bekommen haben, das, weiss auch nicht, das ist einfach entstanden dann. Aber grundsätzlich ist das, was wir wissen, okay, da kommen Weise für Juden, Heiden aus einem persischen Reich. Und sie erkundigen sich nach einem König der Juden, der geboren ist. Woher wissen sie das? Sie wissen das, weil sie das in den Sternen gelesen haben. Jetzt gibt es einen kurzen Crashkurs in Astronomie für euch. Was nämlich da der Matthäus beschreibt, ist nicht, so wie man das nachher sich so vorstellt, so ein Bethlehem-Stern, der irgendwie am Himmelsgestirn vorbeigeschwommen wäre und sie sind dann dem hinterher geeiert, sondern was das beschreibt, ist, dass zu dieser Zeit eine spezielle Gestirnskonstellation war. Und kleine Einführung in Sternkunde: 6 vor Christus, beim 6 bis 7 vor Christus hat es tatsächlich eine spezielle Sternkonstellation gegeben. Und zwar ist der Jupiter und der Saturn in einer Konstellation zu dieser Zeit. Also das kannst du errechnen mit Gestirnbewegungen etc. Und die alten Babylonier haben das auch schon errechnen, dass diese Konstellation ist. Also wir haben überliefert von vorher aus Babylon, dass es dort Astronomen, also Sternbeobachter gegeben haben, die die Konstellation schon beschrieben haben und vorhergesagt haben. Also sie haben gewusst, in ein paar Jahren, dann und dann, kannst du errechnen mathematisch, wird es eine Konstellation geben von Jupiter und Saturn. Die 2 Gestirnsobjekte werden dann in einer speziellen Konstellation zueinander stehen. Das war Wissen, das präsent war im Osten. Jetzt, der Jupiter gilt grundsätzlich in der antiken Astronomie als der Stern der Könige. Das ist ein Königsstern. Der symbolisiert die Herrschaft der König. Ist auch der Jupiter ist der Königsgott in dem Sinn gewesen. Und dementsprechend steht der Saturn für König. Jetzt, der Jupiter, sorry. Saturn steht als der Stern für die Juden. Das ist quasi dem Volk zugeordnet worden. Also, da gibt es jetzt ein paar Leute, die haben beobachtet, im Osten errechnet, haben gewusst, jetzt kommt dann gleich die Konstellation. 6 Jahre vor Christus, da wird Jupiter und Saturn sich in einer Konstellation am Himmel zeigen. Tatsächlich, 6 vor Christus, man sieht die Konstellation. Aha, was heisst das? Es bedeutet, ein König der Juden ist geboren.
Und weil das eine polytheistische Religion ist, also eine Mehrgötterreligion, kann es ja nicht schaden, wenn wir jetzt gehen und dem neugeborenen Gott unsere Ehre bringen. Ich meine, das ist absolut legitim und wertvoll, wenn ich jetzt gehe und dem Gott die Ehre erbringe. Und so haben sich dort Leute aus dem Orient, aus dem Osten auf den Weg gemacht, weil sie eine Konstellation am Himmel gesehen haben und wollten den König ehren. Jetzt, im 4. Mose 24, Vers 17, kannst du Folgendes lesen. 4. Mose 24, Vers 17. Und eines mehr, der Matthäus schreibt zu jüdischem Publikum, die haben die Stelle gekannt. Ich sehe jemanden in weiter Ferne, noch ist er nicht da, aber ich kann ihn schon erkennen. Ein Stern steigt auf bei den Nachkommen von Jakob, ein Zepter erhebt sich in Israel. Es zerschmettert Moab den Schädel und zerschlägt sein wildes Kriegsvolk. Also da sind ein paar Leute aus dem Orient und kommen und erkennen, es muss ein König geboren sein von den Juden. Und was interessant ist, durch das, dass sie das so benennen, erfüllen sie eine messianische Prophezeiung aus dem Alten Testament, wo sie wahrscheinlich nicht einmal gewusst haben, dass es das gibt. Und so kommen die jetzt auf Israel und sind auf der Suche nach dem neu geborenen König. Und jetzt machen wir ein bisschen fast forward, nämlich zu dem Moment, wo sie jetzt tatsächlich die Geschenke bringen. Nachdem dass sie sich in Jerusalem erkundigt haben, wo ist der genau? Dann haben die Theologen angefangen herauszufinden, okay, wo muss das geboren sein? Bethlehem. Also sind sie auf Bethlehem geschickt worden und haben sich auf den Weg gemacht nach Bethlehem. Haben dort umgefragt, gibt es da irgendeinen Nachkommen von David, der gerade das Kind geboren hat? Weil wir haben gehört, das muss von dort sein. Dort in diesem Haus sind die daheim. Und jetzt kommen die Weisen aus dem Morgenland und kommen zum neugeborenen Jesus. Und sie bringen ihm Geschenke. Und das lesen wir in Matthäus 2, Vers 11. Dort steht Folgendes. Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und es wird beschrieben, wie eine grosse Freude die Weisen aus dem Morgenland erfüllt hat und wie sie vor Jesus niederfallen und Jesus anbeten. Und das ist der Moment, wo der erste Zuhörerschaft, wo das gehört hat, der Kinnladen runtergefallen ist. Wie kann das bitte schön sein, dass die ersten im Matthäus-Evangelium, die allerersten Menschen, wo Jesus, der versprochene Messias, anbetet, gotteslästernde Heiden sind? Wie kann das bitte schön sein? Und doch wird da beschrieben, wie die ersten Menschen, wo Jesus als König ehren, gotteslästernde Heiden sind. Und sie bringen ihm 3 Geschenke. Und ich möchte mit euch schnell anschauen, was das sind für Geschenke, wo da die 3 Weisen, ich sage auch schon die 3 Weisen, das ist irgendwie drinnen, gell? Aber einfach die Weisen aus dem Morgenland Jesus bringen. Das erste Geschenk ist Gold. Sie bringen ihm Gold. Was ist die Bedeutung von dem Goldgeschenk? Man kann das nachlesen im Psalm 72, Vers 15. Lang lebe der König. Man bringe ihm Gold von Saba. Man bete alle Zeit für ihn und wünsche ihm Glück und Segen den ganzen Tag. Also Gold schenkst du einem König. Das drückt Ehre für einen König aus. Und da kommen Weise aus dem Morgenland und erfüllen eine weitere Prophezeiung auf den Messias hin. Der Messias wird geehrt werden mit Gold. Er wird erhoben werden als der König und es wird ihm Gold geschenkt werden. Die machen das. Wahrscheinlich haben die das gar nicht gewusst, was sie da gerade am machen sind. Das zweite Geschenk, was sie ihm bringen, ist Weihrauch. Im Jesaja 60, Vers 60 können wir Folgendes lesen. Unaufhörlich treffen Handelskarawanen aus Midian und Ephra bei dir ein. Mit ihren Kamelen kommen sie aus Saba und bringen Gold und Weihrauch mit sich. Laut loben die Händler den Herrn und erzählen von seinen großen Taten. Jesaja 60 beschreibt, das ist so das Kapitel oder die Stelle, die Textsammlung, wo der Jesaja in die Zukunft schaut und prophetisch beschreibt, was wird kommen. Und ganz viel, was er dort drinnen schreibt, ist Vorhersage auf den Messias, der eines Tages wird kommen als der König und wird Herrschaft errichten. Und er beschreibt den Moment, wenn das ist, dann wird Gold und Weihrauch kommen und man wird dem König das darbringen und der König wird erhoben werden und gelobt werden. Also Gold und Weihrauch. Was fehlt noch?
Myrrhe. Wer weiß, wie man das schreibt? Irgendwie so, gell? Also komm, zeig's mal, können Sie es auflösen, wie schreibt man das? Das können wir uns gerade merken. Myrrhe. Es ist eben nicht Myrrhe, sondern es ist, genau. Myrrhe, Psalm 45, Vers 8 bis 9. Deshalb hat Gott, dein Gott, das Salböl der Freude in solcher Fülle über dich ausgegossen, wie bei keinem anderen deiner Gefährten. Deine Gewänder duften nach Myrrhe, Aloe und Cassia, so als seien sie daraus gemacht. Der Psalm 45 heißt der Königspsalm. Und es beschreibt die Hochzeit vom König. Also was wir jetzt da beschrieben bekommen haben, ist ein wahrscheinlich historisch akkurater Bericht von einem Zeitzeugen, der beschreibt, wie eine Delegation aus Persien kommt und einem Kind in Bethlehem von allen Orten geht königliche Geschenke machen. Der ehrt und vor dem Baby niederfällt und das Baby anbetet als König und ihn erhebt. Und was die drei Weisen oder die Weisen aus dem Morgenland nicht gewusst haben, sehr wahrscheinlich nicht gewusst haben, ist, dass sie durch ihre Taten und Aktionen, durch all das, was sie gemacht haben, dass sie einfach messianische Prophezeiung am Erfüllen waren. Dass das so hätte müssen kommen, dass Gott das so geführt hat, sie gebraucht hat in seinem göttlichen Plan, um klarzumachen, Jesus ist der König von allen Königen. Und sogar Heiden von weit weg haben das erkannt und sind gekommen und sind vor dem König niedergefallen und haben ihm Geschenk gebracht, wo der König ehrt und ihn als Messias deklariert. Das ist der Punkt von Matthäus. Und jetzt möchte ich zurückkommen zu unserer Frage, mit der wir gestartet sind, für uns alle. Zur folgenden Frage: Was für ein Geschenk möchte eigentlich unser König Jesus von uns heutzutage noch bekommen? Was möchte er von uns bekommen? Was ist es, was er sich erwünscht von uns als Geschenk? Vielleicht hast du jetzt so einen Instinkt und du würdest sagen, okay, Gold, Weihrauch und Myrrhe, oder? Gold hast du vielleicht noch daheim, Weihrauch und Myrrhe kann man wahrscheinlich auf Amazon irgendwo schon kaufen, gell? Und das ist es ja anscheinend, was Gott auf seiner Wunschliste hat, oder? Man sieht es ja da beschrieben, das ist ja Gottes Wunschliste in dem Sinn, oder? Da haben wir eine klare Anleitung, was Gott eigentlich möchte von uns. Aber weißt du, bei Gott ist es eben so, dass es ihm gar nicht um eine Wunschliste geht. Er will nicht, dass du und ich jetzt probieren, einfach eine Wunschliste herauszufinden und nachher Häkchen abhaken. Schau mal, was der David für eine Erkenntnis hatte. Was der David geschrieben hat im Psalm 40, Vers 7. Und das ist beeindruckend, was der David dort schreibt. An Schlachtopfern und Speiseopfern hast du keinen Gefallen. Aber du gabst mir Ohren, die offen sind für dich. Brandopfer und Sündopfer hast du nicht von mir verlangt. Was, du willst kein Opfer, Gott? Aber weißt du, Opfer sind im Fall auf Gottes Wunschliste gewesen. Verstehst du? Wenn du im Alten Testament lesen, dann sagt Gott ganz klar, hey, Wunschliste, was ich will, ist, dass ihr mir Opfer bringt. Ich meine, das ist ja nicht irgendwie einfach so eine Erfindung gewesen, sondern Gott sagt, ich will, dass du mir Opfer bringst. Also Gott ist, wenn es darum geht, was er wirklich will, ist er manchmal fast ein bisschen wie meine Frau. Wenn du jetzt denkst, alright, was will Gott? Gib mir deine Wunschliste und dann rattere ich einfach die Wunschliste oben runter und mache ein Häkchen nach dem anderen, dann bist du wie ein Ehemann, der zu seiner Frau geht und sagt, Schatzi, gib mir deine Wunschliste für Weihnachten. Sie gibt den Zettel, du schaust es gar nicht so genau an, gehst zum ersten Punkt, easy done, kann ich auf Amazon bestellen, erledigt, ich bin fein raus, oder? Ich habe ja gemacht, was du von mir willst. Was schaust du mich jetzt so an, oder? Ich habe ja genau das gemacht, was du von mir hast wollen, oder? Was ist das Problem? Wer das macht, kann sich das Geld gerade sparen, gell? Sondern, was ja Dunja, wir haben es natürlich ein bisschen übertrieben, aber eigentlich, was Dunja sich wünscht, ist ja, dass ich sie kenne. Sie wünscht sich einen Ausdruck von Beziehung.
Und bei Gott ist es genau gleich. Verstehst du, Gott, was er sich vor allem wünscht von dir? Das Geschenk, das er sich wünscht von dir, ist nicht, dass du aus Pflichterfüllung probierst, irgendeine Checkliste abhäkeln. Dass du dich erkundigst nach einer göttlichen Wunschliste und dann probierst, die ersten paar Häkchen zu setzen auf dieser Liste und das zu machen, was er sagt. Das ist die Erkenntnis, die der David hatte. Und die Erkenntnis, die kann nur aus Beziehung mit Gott entstanden sein. Wie sonst kann der David sagen, es ist gar nicht das Schlachtopfer, das du willst. Du willst nicht, dass ich Buchstaben in einem Gesetzbuch erfüllen. Das ist es nicht, sondern was du willst, sind Ohren, die offen sind für dich. Das ist es. Das Erste, was Jesus sich von dir wünscht. Er wünscht sich, dass deine Ohren offen sind für ihn. Dass du nicht probierst, eine göttliche Checkliste zu erfüllen, sondern er wünscht sich in allererster Linie eine Beziehung mit dir. Dass du dir Zeit nimmst und dass du dich fragst, Gott, meine Ohren sind offen für dich. Was möchtest du? Was ist es, was dir wichtig ist? Das ist das, was der David immer und immer und immer wieder gemacht hat. Und so ist er zu der Erkenntnis gekommen, hey, Gott geht es nicht um eine Checkliste, sondern Gott geht es um Beziehung. Also wenn du Jesus etwas schenken willst, dann investiere dich in Beziehung mit ihm. Das ist es, was er wirklich will. Deine Aktionen, was du tust, soll das zum Ausdruck bringen und nicht einfach nur eine Liste abhaken. Das Zweite, was sich Jesus wünscht von dir und mir, ist das, was eigentlich die Magier aus dem Morgenland gemacht haben. Jesus möchte, dass wir ihn anbeten und loben und preisen, für wer er wirklich ist. Er möchte, dass wir aus freien Stück, aus unserer Entscheidung, nicht aus Pflichtbewusstsein, zu ihm kommen und ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Nicht, weil es uns jemand gesagt hat, dass wir das machen müssen. Nicht, weil er uns gesagt hat, was er sich wünscht von uns, sondern weil in uns drinnen ein Wunsch da ist, Jesus anzubeten, für wer er ist. Die Weise aus dem Morgenland hätte niemand zwingen oder anleiten und sagen, hey, übrigens, ihr solltet dann jetzt mal Karawane starten und Richtung Jerusalem gehen. Weißt du, es ist jetzt Zeit, oder? Es ist 10 Uhr am Morgen, es ist jetzt ein Gottesdienst, du solltest jetzt kommen, weißt du, und da antraben, zum Gott loben und preisen. Das hätte niemand diesen Leuten sagen. Die sind aus einem Wunsch daraus motiviert gewesen, wir wollen den neugeborenen König anbeten. Das beste Geschenk, das du Jesus machen kannst, ist genau das. Aus einem tiefen Wunsch daraus kommen und ihn anbeten, für wer er wirklich ist. Hebräer 13,15 schreibt, durch Jesus nun wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. Das ist es, was er sich als Geschenk von uns wünscht. Dass wir ihn anbeten, wir wollen zu ihm kommen, wir wollen ihm die Ehre geben und ihn loben und preisen, für wer er wirklich ist. Das ist das zweite Geschenk, das du ihm bringen kannst. Das dritte Geschenk, wir schauen das an aus dem Johannes 21, Vers 17. Dort ist ein intimes Gespräch zwischen Petrus und dem auferstandenen Jesus. Und dort lesen wir Folgendes, Johannes 21, Vers 17. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Das Dritte, was Jesus sich wünscht von uns, wenn wir in Beziehung investiert haben, wenn wir ihn loben, für wer er ist, dass wir aus Liebe uns um das kümmern, was ihm wichtig ist. Was ist Jesus wichtig? Seine Herde ist ihm wichtig. Dein Mitmensch, dein Nächster ist Jesus wichtig. Die beste Art und Weise, wie wir Gott ehren und loben und preisen, ist, wenn wir uns um das kümmern, was ihm wichtig ist. So wie er an Petrus sagt, hey, sorg dich um meine Herde, sorg dich um meine Schafe. Denke ich, ist es für uns genau das Gleiche heute. Hey, lieb deinen Nächsten wie dich selber. Ich glaube, das ist das Geschenk, das Jesus noch so viel mehr gerne hätte von uns. Dass wir unsere Nächsten lieben, so wie uns selber. Dass wir uns um seine Herde kümmern, dass wir das tun, was ihm wichtig ist.
Das, was ihm die oberste Priorität ist. Das beste Geschenk, das du und mir machen kannst, ist, verbring Zeit mit unseren Kindern. Am besten ohne uns. Und weißt du, bei Gott ist es im Fall nicht so viel anders. Gott ist der himmlische Vater und was er wirklich möchte, ist, dass wir uns um seine Kinder kümmern. Dass wir das schätzen und ehren und auferbauen, was ihm wichtig ist. Darum zum Abschluss der Predigt 3 Fragen. Erstens, hast du offene Ohren für das, was Gott wichtig ist? Oder bist du noch dran, eine Wunschliste probieren zu erfüllen? Zweitens, ehrst du den König, für wer er ist, oder machst du es noch ein bisschen aus Pflichtgefühl und Pflichtbewusstsein? Die dritte Frage ist, kümmerst du dich um das, was Jesus wirklich wichtig ist? Also wenn du möchtest Jesus ein Geschenk machen auf Weihnachten hin, wäre mein Vorschlag, dass du mit eines von diesen 3 Sachen anfängst. Hey, wir möchten jetzt den zweiten Punkt, ihn ehren als König, möchten wir jetzt gerade miteinander machen. Ich möchte euch jetzt einladen in eine Zeit vom Lobpreis, wo wir unseren König anbeten und ehren. Wir machen das gerade mit einem neuen Lied, das diesen Wunsch zum Ausdruck bringt. Und hey, steig doch jetzt voll ein mit mir zusammen in die Zeit vom Lobpreis, wo wir unseren König ehren und ihn gross machen. Ich möchte jetzt zum Abschluss der Predigt noch beten für euch und dann starten wir gerade wieder in die Zeit vom Lobpreis drin. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass du wirklich der vorangekündigte Messias bist. Dass du die Erfüllung bist von all dem, was angekündigt war, von all dem, was gesagt worden ist, bist du gekommen und hast du das erfüllt. Und wir stehen heute da und wir wollen dir Ehre geben als der auferstandene König von allen Königen. Wir wollen sagen, dass du über allem anderen stehst und das wollen wir jetzt zum Ausdruck bringen miteinander, Jesus. Hilf du uns in dieser Woche und in dieser Zeit von Advents uns immer wieder die Frage stellen, was ist es, was du möchtest, Jesus? Dass wir konkret dürfen uns auf dich ausrichten und dir Geschenke bringen, die dich ehren und die dir wichtig sind, Jesus. Wir haben dich lieb und wir wollen das jetzt in dieser Zeit zum Ausdruck bringen. Amen. Amen. Hey, wir kommen schon langsam zum Schluss vom heutigen Gottesdienst und ich kann euch noch 1, 2, 4, 5 Infos. Am kommenden Dienstag findet die Gemeindeversammlung statt. Für alle Mitglieder, aber auch Interessierte. Ihr seid herzlich eingeladen am 7:30 hier in der FEG. Dann nächsten Sonntag, am 5. Dezember, findet ein Weihnachtstheater statt von Kind vom Kreuzpunkt. Für Kinder auch, also so viel es mir ist, fangen die Kids hier im Gottesdienst mit uns an. Es wird keine Übertragung geben. Darum, die dabei sein möchten, organisiert euch doch ein Zertifikat, dass ihr das nicht verpasst. Dann am 25. Dezember ist Weihnachtsgottesdienst mit dem Dan Zeltner und dort werden noch singende Kinder gesucht. Also wenn ihr Kids habt, die gerne singen, meldet euch als Family an. Dann kommen die Lieder zugeschickt über und ihr könnt fleissig üben daheim. Dann gehen wir im Kalender wieder ein bisschen zurück. Am 7.12. ist der Adventsnachmittag für alle, die 60 und älter sind. Ihr dürft euch gerade direkt beim Godi Braun melden. Er freut sich noch auf ganz viele Anmeldungen. Verpasst das doch nicht. Hey, und dann darf ich euch schon ein Geschenk vorstellen, das ihr mitnehmen dürft. Es gibt so in einem super Format Kalender für das neue Jahr.
wo ihr euch bedienen dürft. Sie liegen überall auf. Mit Sinn und guter Botschaft, inklusive einer Einladung für den Gottesdienst. Eine super Chance, um Hoffnung zu verschenken. Wie genial ist denn das? Und dann habe ich euch schon 2 neue Termine für das neue Jahr. Und zwar Anfang Januar findet die Holzbauwelt statt, respektive ist die fest in Planung. Es liegen ebenfalls Flyer auf und ihr könnt euch gerne dafür anmelden. Und dann gehen wir noch weiter ins neue Jahr. Das Gemeinswochenende. Alle Infos für das Wochenende, für die Kurzferien, sind jetzt zusammengestellt. Es gibt Flyer. Das ist der falsche. Es liegen Flyer auf. Infos und Anmeldung über den Flyer oder auch alles über die Webseite. Schaut doch rein und überlegt euch, ob das nicht ein guter Plan ist, um sich dort anzumelden und dabei zu sein. Das war es schon. Wir haben es geschafft. Und ja, jetzt möchte ich euch gerne noch segnen. Ihr dürft gerne aufstehen. Ja, Jesus, danke, dass wir aber einfach Königskind sein dürfen, dass wir dein Kind sein dürfen. Und ich möchte dir jetzt einfach sagen, dass du in die neue Woche gehen darfst, mit Jesus an deiner Seite. Dass du auch erkennen darfst, was seine Wünsche sind. Und dass du wissen darfst, dass er wirklich einfach da ist. Gerade zum Beispiel, wenn du hilfst, seine Schöfli zu pflegen oder seine Schöfli zu finden. Dass du weisst, er ist an deiner Seite, wenn du am Säumli verteilen bist, wenn du am Kalender verteilen bist, wenn du ein gutes Wort dem Nachbar, dem Mitarbeiter mitgibst. Ja, er ist da, er ist vor dir, er ist hinter dir, er ist um dich herum. Und mit dieser Stärkung schicke ich dich in die neue Woche. Amen. Und wir dürfen noch ein Schlusslied singen. Und nachher wünsche ich euch einen mega schönen ersten Advent.